Ano prihajata njuni ekscelenci, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica vlade Zvezne republike Nemčije dr. Angela Merkel. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter prve točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo prejme njena ekscelenca, dr. Angela Merkel, predsednica vlade Zvezne republike Nemčije, red za izredne zasluge. Auf Grundlage von Artikel 107 Absatz 1 Gedankenstrich 7 der Verfassung der Republik Slowenien sowie Artikel 7.1 und Artikel 10 des Gesetzes über Auszeichnungen der Republik Slowenien hat der Präsident der Republik Slowenien, Borut Pahor, den Befehl über die Verleihung einer Auszeichnung der Republik Slowenien erlassen. Für ihre persönlichen Verdienste um die umfassende Vertiefung der Beziehungen zwischen der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland und für ihre glaubwürdige Führungsrolle in Europa wird an Ihre Exzellenz Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, der Orden für besondere Verdienste verliehen. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte mich als erstes ganz herzlich bedanken dafür, dass ich diese höchste Auszeichnung Sloweniens bekommen habe und ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Spoštovani gospod predsednik, najprej bi se želela zahvaliti za to, da ste mi podelili to najvišje odlikovanje vaše države.
Zelo sem počaščena. Und natürlich empfinde ich diese Ehrung auch als eine Auszeichnung für die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, die ja weit mehr sind als nur politische Beziehungen zwischen Regierungen und Präsidenten, sondern auch zwischen den Menschen in unseren Ländern. In seveda to odlikovanje občutim več kot le nagrado za odnose med našima državama. Gre tudi za odnos med ljudmi, ne le na političnem področju, temveč tudi na človeškem. Ich darf sagen, dass ich mich immer sehr gefreut habe als Bundeskanzlerin, aber auch als Mensch, dass Slowenien heute Teil der Europäischen Union ist. Und ich erinnere mich noch genau an die Einführung des Euro hier in Slowenien. Das war ein großartiger Tag und ich war froh, dabei zu sein. Moram reči, da sem vedno vesela, tako kot zvezna kanclerka, kot tudi kot človek, da je Slovenija pristopila Evropski uniji. In zelo dobro se še spominjam uvedbe evra v Sloveniji in sem zelo vesela, da sem bila lahko na ta dan tukaj prisotna. Ich komme aus dem Teil, der ähnlich wie Slowenien nicht frei war in der Zeit bis 1990. Und also auf dem Teil Deutschlands, der bis 1990 nicht frei war. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, welche Schritte ein Land wie Slowenien gehen musste, die ja noch einmal sehr viel komplexer und sehr viel schwieriger waren als das, was wir mit der deutschen Vereinigung erlebt haben. Prihajam iz dela Nemčije, ki tako kot Slovenija do leta 1990 ni bil prost. In zato zelo dobro razumem korake, ki jih je morala država, kot je Slovenija, opraviti, da je lahko opravila to pot. Ti koraki so bili še bistveno težji, kot je bilo združevanje obeh Nemčij. Und deshalb liegt mir auch sehr daran, dass wir nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die schon sehr lange Mitglied der Europäischen Union sind, gut zusammenarbeiten, sondern dass wir eben auch mit denen, die neu und noch nicht so lange dazugekommen sind, eine enge Zusammenarbeit pflegen. In zato mi je zelo veliko do tega, da ne ohranjamo tesnega sodelovanja le z državami članicami Evropske unije, ki so to že zelo dolgo, temveč da dobro sodelujemo tudi z novejšimi članicami, ki še niso tako dolgo v Evropski uniji. Und gerade in den letzten Jahren wird immer deutlicher, auch bei der Entwicklung der Kohärenz der Europäischen Union, dass wir dazu die jeweilige Geschichte unserer Mitgliedstaaten besser kennen sollten. In ravno v preteklih letih postaja vedno bolj jasno, da ravno zaradi zagotavljanja koherentnosti v Evropski uniji je nujno boljše poznavanje medsebojne zgodovine. Und gerade Deutschland und Slowenien hat in der europäischen Arbeit jetzt schon zweimal verbunden, dass wir in Trio-Präsidentschaften zusammengearbeitet haben und dabei recht unterschiedliche Sichtweisen eingebracht haben, aber immer zu gemeinsamen Ergebnissen gefunden haben, zusammen mit Portugal, Deutschland und Slowenien. In ravno Nemčija in Slovenija pa veliko sodelujeta tudi pri evropskem delu, se pravi pri delu Evropske unije, saj smo že dvakrat sodelovali v trio predsedstvu in kljub temu, da smo imeli včasih različna stališča, smo jih znali združiti v skupne cilje, tudi skupaj s Portugalsko. Und die Auszeichnung, die Sie mir heute verliehen haben, ist eine Verpflichtung für mich und aber auch jede weitere deutsche Regierung, sich eng um gute, freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Ländern, aber auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Länder zu bemühen. In to odlikovanje, ki ste mi ga danes podelili, je zaveza tako zame, kot tudi za bodoče vlade Zvezne republike Nemčije, da si prizadevamo za nadaljnjo poglobitev odnosov tako med državama, kot tudi med našimi državljankami in državljani. Und ich möchte mit einem persönlichen Wort schließen. Ich weiß, dass wir beide in unterschiedlichen Positionen immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Dafür möchte ich mich bedanken. Wir entstammen unterschiedlichen politischen Familien. Das hat uns nie daran gehindert, für das gemeinsame europäische Werk uns einzusetzen. In rada bi zaključila z zelo osebno besedo. Midva sva vedno dobro sodelovala, ne glede na to, da sva bila tudi v različnih političnih položajih in da prihajava iz različnih političnih skupin. Kljub temu je bilo najino sodelovanje vedno plodno in tvorno.
Gospa kanclerka, rad bi se vam zahvalil, ker ob uročitvi tega odlikovanja lahko rečem nekaj osebnih besed o vas osebno. Verehrte Bundeskanzlerin, ich möchte mich bedanken, denn bei der Verleihung dieses Auszeichen darf ich auch einige persönliche Worte zu Ihnen sprechen. Angela Merkel zmore tisto, kar je v politiki najtežje. Pri ljudeh vzbuja zaupanje, daje jim občutek, da se bo vse dobro končalo. Angela Merkel schafft, was in der Politik am schwierigsten ist. Sie weckt Vertrauen in Menschen, gibt ihnen das Gefühl, dass alles gut enden wird. To pa ne pride samo s talentom, ampak zlasti z delom, z njegovimi uspehi in lastnim zgledom. Das kommt nicht durch Talent allein, sondern durch harte Arbeit, dem Erfolg dieser Arbeit sowie dem eigenen Vorbild. Kanclerka je do rešitev vedno prihajala z iskanjem kompromisov, tudi za najbolj trdimi ali neprijetnimi sogovorniki je skušala vedno najti dialog. Die Bundeskanzlerin verstand es stets, Lösungen dank Kompromissen zu finden. Mag der Gesprächspartner noch so hart oder unangenehm gewesen sein, sie suchte stets den Dialog. Političarka, ki ji pripisujejo izjemno pragmatičnost, pa se je dokazala tudi kot snovalka daljnovidnih rešitev, kot političarka odgovornih vizij. Eine Politikerin, die als äußerst pragmatisch gilt, sich jedoch auch als Gestalterin von langfristigeren Lösungen bewährt hat, als Politikerin der verantwortungsvollen Visionen. Vsem tem pa je bilo skupno eno, neomajna vera v skupno evropsko prihodnost. Und all dem war eines gemein, der unerschütterliche Glaube an eine gemeinsame europäische Zukunft. Vaši ekscelenci, spoštovani gospe in gospodje, slovesnost je s tem zaključena. Ihre Exzellenzen, verehrte Damen und Herren, die Feierlichkeit ist somit abgeschlossen.